Wie angekündigt präsentiere ich euch nun das Let's Show zur neuen Wii U-Konsole. Das heißt, was ist bereits alles beim Kauf enthalten, was finde ich persönlich so genial daran und auch wie man halt seine alten Spielstände und Kanäle von der Wii-Konsole auf die neue Wii U-Konsole übertragen kann. Ihr seht jetzt hier bereits den Wii U-Startmenü, würde ich fast mal behaupten, wo ihr hier links oben halt das Mi habt, mit dem ihr auch anmelden könnt, jetzt halt in diesem Fall halt meinen. Ihr habt ja auch einen Wii-Kanal und ein Wii-Menü, darauf komme ich dann am Schluss noch zu sprechen, weil es ein bisschen länger dauern dürfte. Also länger dauern dürfte nicht, aber ihr wisst, das Beste hält sich immer zum Schluss auf. Hier Tagesbericht, ja, vielleicht interessant für die einen, für mich jetzt nicht unbedingt. Hier die Altersbeschränkungen, auch eher uninteressant. Gesundheits- und Sicherheitsinformationen, natürlich sehr wichtig. Ich betone sehr wichtig. Also gar nichts. Ja gut, dann im Grunde genommen schon, aber brauchst halt nicht. So, Wii U-Chat klingt gut, habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert, aber können wir natürlich auch mal noch machen. Love-Film Instant. Ja, Love-Film, ich glaube, dazu muss ich nicht mehr viel sagen, ich habe es noch nicht getestet, aber werde das sich in den nächsten Tagen auch noch, ja, vermutlich machen. Hier, ein YouTube-Kanal gibt es ja auch noch, wofür der gut sein soll, ja, halt um schneller Videos zu schauen. Ich meine, es gibt ja auch einen Internetkanal noch, sprich hier direkt am Webbrowser zu gehen, der wäre hier unten. Das wäre der sogenannte halt Wii U Webbrowser. Da könnt ihr auch auf YouTube gehen, aber hier geht es halt ein bisschen schneller und ist glaube auch ein bisschen komfortabler, also nicht mehr so, ich sage jetzt mal doofsinnig wie noch auf der alten Wii-Konsole. Da war es manchmal ein bisschen umständlich zum YouTube-Videos anzuschauen. Sogar sehr umständlich, Systemanstellungen auch sehr wichtig für Internet etc. etc. Und hier auch der Mi Maker. Mal kurz hier noch gucken, was kann man hier noch alles einstellen. Auch jetzt nicht so viel. Muss kurz aufpassen, weil sonst das Bild schnell wechselt vom Gamepad und vom Bildschirm, was ihr gerade seht, weil auf dem Gamepad habe ich ein bisschen anderes Bild, beziehungsweise weitere Einstellungen, aber da komme ich nachher noch zu sprechen und zeige es euch auch nachher. Oh man, genau das wollte ich verhindern, ne? Wähle mit Hilfe des Wii U Gamepads die Option aus, ja. Kann ich jetzt leider nicht so zeigen, Mann, das ist echt nicht unbedingt so Let's Play tauglich, aber was soll's. Runterscrollen geht hier auch noch, ja gut, na doch, ihr seht's da. Ihr seht es da an dem linken Bild, dass ich halt verschiedene Einstellungen habe, wie zum Beispiel, was gibt's ja alles, Internetverbindungen einrichten kann man kann Datenverwaltung machen, Datum, Uhrzeit einstellen, jetzt von links nach rechts halt, TV, sprich halt TV-Verbindungsart auswählen, also auch die Bildschirmauflösung, ob ihr zum Beispiel 720p wollt oder 1080p, sprich ob ihr HD haben wollt oder Full HD etc. Könnt ihr auch tiefer gehen. Eine TV-Fernbedienung, die ist auch genial. Muss mal kurz gucken, dass sie anzeigen. Bitte sie auf das Wii U Game, das ist doch wohl. Komm schon, auf beide Streamen geht das nicht? Nö, geht nicht. Naja, was soll's, ich hab's bereits eingestellt. Hier könnt ihr zum Beispiel noch den Hersteller vom Fernsehgerät eingeben und dann halt den Signaltyp, ein bisschen herumprobieren, bis ihr das richtige Signal habt. Und dann könnt ihr das Wii U Gamepad dazu benutzen, zum Beispiel um den Fernseher einzustellen. Dann seht ihr zum Beispiel jetzt links unten das Bild. Da ist irgendwie ein roter Button, wo Power draufsteht. Wenn ihr zum Beispiel den betätigen würdet, könntet ihr den Fernseher einschalten, ausschalten. Ihr könnt auch die Kanäle wählen, Lautstärke hoch, runterschalten. Input wäre halt der Kanal halt, sprich halt das Eingangssignal. Wenn ihr zum Beispiel den Fernseher mit der Wii U verbunden habt, über das HDMI-Kabel zum Beispiel, könnt ihr das da auswählen und dann könnt ihr auch zurück auf den Fernsehkanal gehen. Dafür ist eigentlich das Wii U Gamepad ziemlich genial. Gut, ich meine, natürlich ist es ein bisschen größer, wenn jetzt sogar doppelt bis dreifach so groß wie eine normale Fernbedienung für den Fernseher, aber dann habt ihr halt sowohl Game-Konsole, also halt Controller für die Game-Konsole und die Fernbedienung für den Fernseher habt ihr in einem Gerät und das ist doch auch schon genial. Wir haben noch eine Option zum Wii U Gamepad einzustellen, Bildschirmschoner, die Fernbedienung und Sensorleiste, weil die braucht ihr teilweise auch noch, also braucht's vor allem für das Wii-Menü, sprich auch für die Wii-Spiele. Ansonsten eigentlich eher optional. Automatisches Ausschalten geht auch noch, zum Beispiel nach einer Stunde bereits, wenn halt nach einer Stunde nichts gemacht wird, dass dann halt die Wii-Konsole sich ausschaltet, die Wii U-Konsole sich ausschaltet. Das könnt ihr auch einstellen. Sprache, Konsoleninformationen, eher ein bisschen langweilig. System-Update. Da muss ich euch noch warnen, Freunde. Ihr seht da, seht ihr es überhaupt? Ja, das ist das zweite Symbol von rechts unten, sprich das pink-violette da mit dem Pfeil nach unten auf der Konsole.
Manchmal sieht man sie überhaupt. Ich glaube, den Mauszeiger sieht man gar nicht, oder? Das da wäre es. Nö, sieht man nicht. Scheiße. Sorry dafür. Ja, Systemupdate muss ich euch noch kurz, also warnen nicht, aber kurz hinweisen, dass halt das Update, sobald er das macht, also die Konsole anschließen, das Update macht, dann aktualisiert es auf 2.0.0 oder sogar noch höher. Ihr seht es auch da bei der Nummer 3, dem Feld Nummer 3 da oben, etwa in der Mitte. Seht ihr auch, da steht 1.0.0. Ja, das heißt, es wird um eine ganze Version abgedatet und deshalb dauert das Update etwa 1 bis 2 Stunden locker. Also nur damit ihr da die Zeit noch ein bisschen einkalkulieren könnt, nicht gleich gefrustet seid. Wieso, dass ihr nicht gleich sofort loszucken könnt, das dauert halt noch seine liebe kleine Zeit. Das nächste dann, alle Inhalte, Einstellungen löschen. Wow, Hilfe, weg da. Ja, braucht auch eher nicht. Zurück zum Wii U-Menü. Ja, soviel mal zum langweiligen, uninteressanten, aber wo halt jeder durchgehen muss und das Ganze halt einstellig, kalibriert und vor allem mit dem Internet verbinden möchte. Kommen wir dann mal zum Interessanteren. Jetzt müsst ihr gleich das Richtige sehen, glaube ich. Jep, er hat umgeschaltet, da bin ich. Und dafür vorstellen die Community. Oh yes. Jetzt könnt ihr zum Beispiel auf die Symbole hier draufklicken. Ist hier jemand Deutsch? Ja, ich bin es. Hallo. Könnt die einzelnen anklicken. Das finde ich extrem genial, hey. Also da hat Nintendo wirklich einen richtigen, gewaltigen Sprung gemacht in der alten Wii-Konsole, weil da was mit Freundescodes und sowas. Ja, ich meine, es bot schon einen guten Online-Service, aber war halt ein bisschen mühsam und... Was? Algún Español? Der Wahn. Nö. Kein Espanol. Ja, wie gesagt, die Wii-Konsole wurde auch bereits Internet-Service etc. etc. aber war ein bisschen mühsam mit Freundescode etc. Sag immer etc. Jedenfalls hat da die Wii U ein bisschen besseren Sprung gemacht. Hier geht es um einiges einfacher, da sollte es einfacher gehen, sich da ein bisschen auszutauschen. Hello from a female Black Ops Player from Germany. Hallo Jesse, na wie geht's? Joshua, auch cool. Mit dem Mario, was er da gezeichnet hat. Ja, wir können auch auf die einzelnen Spiele so draufklicken und dann, glaube ich, verbinden. Ja, klick mal kurz das Mario, vielleicht kann ich was machen. Ohne gleich meine Informationen eingeben zu müssen. Ah ja, genau. Ihr seht jetzt hier, könnt zum Beispiel Miiverse beitreten und euch da austauschen. Ihr könnt Nintendo eShop das Spiel herunterladen. New Super Mario Bros. Was? 15.630 Fans bereits. Alter Schwede. Ja gut. Ist natürlich die Frage, ist das bereits viel, weil die Konsole ist bei uns seit 2-3 Tagen raus. In Amerika bereits seit einer Woche. Ne, Moment. Oder sind es die Amis gewesen und die Japaner? Auf alle Fälle irgendwo in Japan oder Amerika ist die Konsole bereits eine Woche länger draußen, also ist da jetzt 15.000 nicht mehr so viel, aber na gut, mal gucken. FIFA, wie platzierten? 1089. Das ist jetzt kein Schwein. Na, Sonny, wie sieht's aus? So, auch eher wenig. So, Zombie U, das Spiel, das ein bisschen gewinnungsbedürftig ist von der Steuerung her. 10.000, na immerhin. Ja, wie gesagt, ihr könnt ein bisschen rumgucken und so. Auszoomen, gut, geht auch wieder. Und habt hier eine riesige Community. Kaufen bei und so. Und jetzt hier rechts unten könnt ihr auch wieder zum Gamepad wechseln, beziehungsweise halt den Screen wechseln, austauschen. Das kann ich jetzt hier aber auch hier auf dem Gamepad machen, einfach X drücken. Und somit kann ich hier immer hin und her switchen, habe wie im Prinzip auch beim DS und 3DS immer 2 Bildschirme. Eigentlich schon cool das Ganze, oder? So, jetzt haben wir hier wie gesagt auch einen eShop und so, und zeige ich euch jetzt nicht näher, weil ich dazu meine Informationen eingeben müsste und das sollte eigentlich geheim bleiben. Ja, die Internetbrowser halt, könnt ihr auch irgendwie Dinge eingeben, ist jetzt hier auch hier. Moment mal, ist sogar interessant. Warte mal kurz. Hallo. So, jetzt aber. Internetbrowser. So, dann mal gucken in die Startseite. Top-Favoriten, Anleitung, ja, schön und gut. Gib hier die Suchbegriffe ein, mache ich doch. Was? Welche Suchmaschine möchtest du verwenden? Google? Bestätigen? Bitte gib deinen Suchtext ein. Ja, super. Gut, ich suche auf Google und ich gebe Google ein. Nee, Quatsch. Ich suche mal nach YouTube, mal gucken, wie das aussieht dann. Kann ich noch tippen? youtube.com. Suchen. Na, findet das? Ja, da ist bereits. youtube.com. Share your videos with friends, family and the world. Müssen wir die Sprache noch umstellen. Hallo? Hab doch drauf geklickt. Hallo?
Hallo links? Ah, jetzt geht's. Müsste vielleicht mal einen Stift nehmen, nicht mit dem Finger da rumtippen. So, hier halt YouTube, ganz normal. Da kann man auch irgendwie normal Videos anschauen. Was gebe ich hier am besten ein? Ja, gut. Ja. Werbung in eigener Sache, was? So. Michael Desayan. Was, Zelda? Wieso Zelda? Na gut, gib mal Zelda ein. View Let's Plays vom Feinsten. Ja, ich hoffe es zumindest. Let's Play Zelda Skyward Sword, Part 76, genau. So, jetzt müsst ihr, glaube ich, etwas hören. Nö, nicht, müsst ihr jetzt zuerst einstellen, auch nicht schlecht. So geht es halt nicht. Aber sehr schnell könnt ihr halt, wie auch beim normalen Internetbrowser, hallo, was jetzt passiert? So Leute, seid ihr bereit, das Spiel langsam sicher auf die Zielgerade zu bewegen und auch den Spielfehler mal herauszufordern? Alles klar. Hilfe, der hat gar nicht funktioniert, der Spielfehler. Hör auf zu quatschen. Trottel. Ja, der Spielfehler damals provozieren wollte, aber bereits außersehen geupdatet hatte. Haben wir auch ganz vergessen. Irgendwie war gerade die Auflösung scheiße, wieso denn das? Hat er noch 63p gehabt? Nein, nicht Untertitel aktivieren, will ihr. Ah, tatsächlich hat noch 63p drin. Hä? Was ist denn hier los? Sagen wir, Leute, spinnt da YouTube wieder oder ist es wirklich allgemein so? Mir fehlt da 84p. Crazy. Na egal, jetzt machen wir mal dazu noch, was man da mit dem Internetbrowser machen kann. Vorhang auf, Vorhang öffnen, schließen. Ja, da könnte man irgendwie noch einen Wow-Effekt erzeugen, dass man zum Beispiel sagt, ja, ich gebe jetzt was ein und dann das Ganze halt präsentieren. Wie ich es jetzt zum Beispiel mache. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere euch. Ja, was präsentiere ich überhaupt? Guckt mal und Michael, was machst du da mit der Zuckerstange? Google.ch, yeah! Ja, das reicht jetzt aber auch. Zurück zum Home-Menü. Was? Ja, View-Menü natürlich. Moment mal, das sagt gerade etwas. Ah, da sehen wir es da. Links oben, das View-Gamepad, Batterie noch gut aufgeladen. Sehr schön, was ich euch auch empfehlen würde, Freunde, wenn ihr dann das Gamepad habt, weil das Gamepad hält ja offenbar nur 3 bis 5 Stunden. Soll es zum Beispiel beim Zocken nur halten. Das ist natürlich sehr wenig und wenn dann plötzlich beim Zocken die Batterie ausgeht, ist man natürlich gefrustet. Daher könnt ihr zum Beispiel hier in Kontrolleinstellungen, könnt ihr hier unter Einstellungen, ganz normal, zum Beispiel die Bildschirmhelligkeit einstellen. Normalerweise ist die irgendwie bei 4 oder 5 eingestellt. Wir aber finden die irgendwie viel zu hell, also 3 tut es auch, 2, 1 vielleicht ein bisschen zu wenig, aber wenn ihr die halt von 5 auf 3 reduziert, könnt ihr bereits einiges bewirken. Ups, mal ein bisschen zu tief. Könnt ihr bereits einiges bewirken und so die Batterieleistung sparen. Akkuleistung, Mensch. Bildschirm aus, hallo? Der Bildschirm des View Gamepads wird ausgeschaltet. Besser nicht. Wobei, manchmal wäre es vielleicht noch praktisch. Naja, müsst ihr halt selber schauen, ob das wirklich praktisch ist oder eher mühsam. So, View-Menü zurück. Ich gucke mal auf die Uhr. Oh, also 15 Minuten bald, alter Schwede. Ich zeige euch mal kurz noch die TV-Einstellung hier. Wobei man kann eh nicht viel machen, aber gut, sagen kann ich es dann trotzdem mal. Nintendo TV mit 2 i, ja. Und jetzt kommt's. Oder kommt's? Ja, bei euch kommt es jetzt nicht, bei mir schon. Hier steht bei mir, dieser Service ist derzeit nicht verfügbar. Weitere Informationen sind jetzt auf der Nintendo-Webseite. Ja, klar ist nicht verfügbar. Für Europa nicht. Wir Europäer wieder mal ausgeschlossen im Rest der Welt. So, dann sage ich euch mal kurz noch hier YouTube. Was auch bereits vorinstalliert ist, müsst ihr nicht mehr machen. Also halt beim ersten Mal noch updaten, auch 2.0 und so. Ja, am Anfang halt viele Updates und so, aber das kennt man ja. YouTube. Ja, deine Tube, könnt bitte mal ein bisschen... Hallo? Dauert echt lange. Na, dann mal gucken. Hier habt ihr, wie bereits gesagt, einen direkten YouTube-Kanal, um direkte Videos anzusehen. Oder halt auf anderen YouTube-Kanälen vorbeizuschauen. Was manchmal, denke ich, ein bisschen besser und komfortabler ist, als dann noch auf dem... Was? YouTube Friends? Ah, Trend ist nicht Friends.
How to kill a was? Free Reviews, Apple. Ist der Apfel angebissen? Nein, er ist ein Apple-Fan. Ich konsumiere keine angebissenen Äpfel. Was How to kill? Nein, ist einfach das hier auch, scheiße. Okay, der Steuerungspunkt hätte ich hier oben. Ich dachte gerade, er wieder mal hier auf dem Gamepad, aber nö, ist da auf dem Bildschirm. Ja, könnt ihr halt verschiedene Videos raussuchen oder halt direkt hier suchen, wenn ihr diese Videos einstellen. Ihr könnt euch hier auch anmelden, etc. etc. Soll ja angeblich ein bisschen komfortabler sein als da im normalen Google sage ich schon, als im normalen Internetbrowser. Naja, ich denke mal, ist da jedem seine eigene Meinung. So, jetzt mal hier zurück, bitteschön, haben noch was anderes zu zeigen. Was anderes? Ja, Software bitte. Ach du meine Güte. Denn, was ich euch jetzt zum Schluss noch zeigen möchte, ist der Wii-Kanal. Oh yes, aber dazu muss ich mal kurz die Aufnahme beenden. Weil, wie bereits erwähnt, da mir sonst die TV-Karte einen Strich durch die Rechnung macht und mir einfach mal so abstürzt. Wieso? Keine Ahnung, kapiere bis heute noch nicht. Aber liegt vielleicht auch an der Grafikkarte, die mir sowieso Probleme macht, etc. etc. Da kennen wir bereits. Ältere Fans von danach kennen das Problem bereits. Seit Juli, sage ich schon, seit Juli, August, seit dem neuen PC, habe ich da ein paar kleine technische Schwierigkeiten. Das heißt, wir sehen uns also gleich wieder. Nicht da, so. Hallo? Cursor, wo bist du? Ja, jetzt ist mein Pro-Controller ausgeschaltet. Na, geht wieder so. Dann, Freunde, sehen wir uns gleich wieder beim Wii-Menü. Ihr wollt wissen, wie die Übertragung der Wii-Daten auf die neue Wii U-Konsole genau funktioniert? Na dann, hier mal ein kurzer Einblick dazu. Hier das integrierte Wii-Menü bei der Wii U. Und wie auch sehen können, haben wir bereits ein paar Kanäle so übertragen, sprich von der alten Wii und so. Hier zum Beispiel Legend of Zelda 1, 2, 3. Moment mal, hallo? Fernbedienung, wo bist du? Mann! Hau doch jetzt ständig ab. So, hier wieder. 4, 4? Nein, 5 ist der Ocarina of Time. 6 und natürlich noch ein paar andere Kanäle, die ich dann noch auf der alten Wii-Konsole hatte. Sprich ich dann noch online, da bei Nintendo. Oh, wie ist er schon wieder? Beim ersten Nintendo Online-Shop. Dann wie ist er schon wieder? Ja, fällt gerade der Name nicht mehr ein. Ist auch egal. Da kann man sich ja auch Spiele runterladen. Halt so, ja, Sonic the Hedgehog, ganz alte Spiele. Auch hier Arcade Sports, glaube irgendwie. Ja, ich glaube, WiiWare sein war. Ja, wie auch immer. Das konnte man sich herunterladen und das Problem war ja, wenn man sich da Speicherstände zwischen den einzelnen Wii-Versionen austauschen wollte, beziehungsweise sogar Speicherstände erstellen wollte von gewissen Wii-Kanälen, Wii-Spielen und auch solchen, die man halt runtergeladen hat, war das Problem, dass man dies nicht auf eine neue Wii-Konsole übertragen konnte. Das Problem gibt es hier jetzt nicht mehr. Ihr könnt wirklich von der alten Wii-Konsole alles, also nicht ganz alles, aber der restliche ist da eigentlich eher ein bisschen Mumpitz, sprich halt auch was ging da zum Beispiel nicht? Ich muss gerade mal überlegen. Ich glaube, irgendwelche besonderen Systemeinstellungen der Wii und so, die kann man halt nicht übertragen, was ja auch eigentlich blödsinnig ist, weil die ja auf der Wii U gar nicht benötigt. Da nimmt ihr automatisch die von der Wii U und halt
die Einstellungen, beziehungsweise, genau, Wii-Shop-Kanal hieß ja, Wii-Shop-Kanal, genau. Die Einstellungen vom Wii-Shop-Kanal, die haben natürlich auch automatisch von der ursprünglichen Wii übernommen. Weil hier bei der Wii U heißt jetzt der eShop, wie beim 3DS auch. Und daher könnt ihr wirklich extrem viel übertragen, hier auf die ganzen Speicherstände. Auch Speicherstände halt von Online-Spielen, wie zum Beispiel von Mario Kart Wii und Super Smash Bros. Brawl. Da war ebenfalls das Problem, das konntet ihr auf der Wii niemals speichern auf der SD-Karte und so. Wieso? Da hat irgendwie Nintendo eine Sperre eingerichtet, ja. Eine Sperre eingerichtet, was ich auch blödsinnig fand, aber wenn ihr jetzt halt das Ganze überträgt von der Wii-Konsole auf die neue Wii U-Konsole, dann geht alles miteinander. Wie zum Beispiel jetzt hier die einzelnen Kanäle hier, die ihr da runtergeladen habt vom Nintendo Wii Shop-Kanal oder halt, ups, ich habe falsch geklickt. Ja, schön. Speicherdaten, kann ich auch mal kurz sagen. Hier zum Beispiel Mario Kart Wii könnt ihr übertragen. Super Smash Bros. Brawl könnt wirklich alles, die ganzen Spiele hier übertragen, die sonst nicht funktioniert haben. Und das finde ich schon extrem genial und auch irgendwie notwendig, weil damals auf der Wii hat es mich schon ein bisschen angekotzt, weil ich eine zweite Wii gebraucht habe, weil die also Grafikfehler hatten, da konnte ich die Spielstände von Mario Kart Wii und Super Smash Bros. Brawl konnte ich einfach nicht auf eine neue Wii-Konsole übertragen. Das fand ich schon echt behämmert, was jetzt Nintendo mit der Wii U endlich ein bisschen komfortabler gelöst hat. Was hier allerdings noch das Problem ist, die Übertragung hat zwar funktioniert auf eine neue Wii U-Konsole, aber das hat leider auch seinen Preis. Und zwar sind die Daten, die ihr hier übertragen habt, sprich von der alten Wii-Konsole auf die neue Wii U-Konsole, die sind nachher auf der alten Wii, sind die weg. Und ihr könnt es auch nicht mehr zurück übertragen. Das heißt, alles was ihr da gemacht habt, ist einfach futsch. Und ist jetzt einfach halt hier drauf. Natürlich auch, ja, sowohl gut als auch schlecht. Ich meine, man kann es natürlich schon fragen, wozu braucht man überhaupt noch die alte Wii-Konsole, wenn man jetzt alles hier auf der neuen Wii U-Konsole hat, die sowieso HDMI-tauglich ist. Wozu braucht es dann noch zwei Konsolen? Stimmt ja auch, aber ich werde trotzdem meine Wii-Konsole noch behalten, weil wegen den Gamecube-Titeln, ganz einfach, weil die Wii U spielt keine Gamecube-Titel ab, ist ja auch nicht nötig unbedingt. Ich meine, klar wäre noch schön gewesen, aber wieso unbedingt zwei Generationen zurück? Das hatte die Wii damals auch nicht gemacht, die hat ja auch kein Nintendo 64-Spiel abgespielt. Nintendo 64 Disc meine ich, Spielmodule und Controller etc. etc. Das funktioniert bei Nintendo immer nur eine Generation zurück. Ja, aber sollte ja auch für die Wii U, soll es auch ich glaube in absehbarer Zeit soll es dann auch die Variante, die Möglichkeit wie auch immer geben, dass man auch Gamecube-Titel vom eShop herunterladen kann. Und da bin ich schon mal gespannt, vor allem welche Spiele es sein werden und auch wie teuer die sein werden, weil Gamecube-Titel waren damals noch, ja, so halt wie Wii-Spiele auch noch recht teuer. Aber sind ja, wie gesagt, auch schon ein bisschen älter, also, ja, also, weiß doch auch nicht, irgendwie mehr als 5 bis 10 Euro. Könnte ich mir zwar vorstellen, aber die Frage ist halt, ob sich die Fans da auch darauf einlassen. Das ist natürlich auch immer so eine Preisfrage, nicht wahr? Naja, wie gesagt, das könnt ihr jetzt auch machen. Hier eure Wii-Spielstände, Kanäle, Spiele, die ihr halt runtergeladen habt, etc. etc. Könnt ihr allesamt auf die neue Wii U-Konsole übertragen und habt damit alles kompakt auf einer Konsole, was schon sehr genial ist. So, das war's auch schon von diesem kleinen Let's Show, was man da alles mit der Wii U machen kann. Ich werde sicher noch in den ersten Tagen ein bisschen herumprobieren, was man da sonst noch alles machen kann. Auch bezüglich TV wird es sicher auch noch ein paar Updates geben und Miiverse, war ich auch noch nicht so richtig drauf, aber ich denke mal, für den Anfang habt ihr sicher einen guten Einblick bekommen, was man da alles machen kann, was ich vor allem gut finde, vor allem jetzt auch mit der Tatsache, dass man halt die alten Wii-Spielstände übertragen kann. Auf einen guten Weg, dass halt die Wii U-Konsole zukünftig auch die nächsten Generation-Konsolen von Sony und Microsoft sicher toppen kann. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis nachher beim Let's Test von Nintendo Land. Ich denke mal, es dürfte auch heute Abend ich weiß nicht genau, 17 Uhr vielleicht, 19 Uhr muss man kurz gucken, weil es hängt ja auch immer davon ab, wie lange so eine Folge braucht zum Rennen, jetzt mit Full HD und so. Da habe ich noch nicht ganz sicher, wie lange das dauert, aber ihr kommt sicher noch heute in den Genuss davon. Also, bis dann, ciao zusammen.